Schöne gute Morgen, liebe Kanner, haut bei Show daheim on air. Wir haben heute den Color Code Masters Ice Game Show mit Codieren und es sind natürlich nicht allein. Ich bin der Joel mitgebracht. Moin Joel. Guten Morgen Paul, wie geht dir? Mir geht es tipptopp. Ich lese hier einfach Codieren. Kannst du mir mal so was Codieren ist? Ja, ganz gut, merci. Codieren heißt sich, dass wir einen Spruch holen und den so umwandeln, dass auch ein Roboter versteht, dass wir Roboter können programmieren. Programmieren? Ja. Das verhält ich mal. Genau. Aber programmieren in dem Sinn heißt sich ganz einfach einen Computer so, was der machen soll. Und heute programmieren wir dann auch einen Roboter. Und die Roboter, die schwätzen aber nicht Deutsch, Lützeburg oder Französisch. Das heißt, den müssen wir mit einem Programmierspruch dann auch dem so, was der machen soll. Programmierspruch, das klingt natürlich alles schwierig. Ich meine, du musst uns das schön los heute beibringen, weil ich habe gar keine Ahnung, wie die Sachen funktionieren. Und ich gebe einfach vorschlagen, wir starten mit unserem ersten Spiel, mit dem Level 1. Ja, ganz gut, weil Eisenroboter sind ganz spezielle Roboter. Den gibt man einen Programmierspruch programmiert, die nicht aus Farben besteht. Okay? Das heißt, dass wir heute programmieren mit Farben. Und ein Programmierspruch, der ist oft ein bisschen ähnlich wie die Sprachen, die wir so kennen. Das heißt, die sind oft ein bisschen mehr einfach, also noch ein bisschen mehr Wörter. Zum Beispiel Computer kennen ja so Wörter wie Lust oder kahl oder so. Das verstehen die Computer nicht. Und heute haben wir einen Roboter, der versteht sich gar nicht viele Wörter, weil der versteht nicht Farben. Das heißt, wir brauchen auch Farben für heute mitzumachen. Ganz gut, genau. Die braucht bei euch daheim braucht ihr ein Blatt Papier. Blatt Papier und ein Brett. Super, tipptopp. Und wir brauchen 4 Farben. Ein grün, rot, blau und schwarz. Da werde ich gucken, mal, was ich heute dabei habe. Ich habe sie alle hier. Perfekt. Ich kann mitmachen. Da gehen wir Holt ihr sicher Sachen daheim, ein grün, ein blau, ein rot und ein schwarz Farbe. Und dann können wir mit unserem Level 1 starten. Genau. Wir werden vielleicht 10 Sekunden für wieder auch seine Farbe prägt. Da gucke ich auf Dauer, weil beim Programmieren muss ich ganz genau schaffen, genau. habe ich gelernt. Wir müssen halt ganz präzise schaffen. Wir gucken uns gleichzeitig schon mal den ersten Level an. Und hier sieht ihr auch schon einen coolen Roboter hier am Mac. Und der fängt immer Start an. Und heute programmieren wir so, dass er immer bei den Dinosauriern muss fahren, wo sein Ziel ist. Das heißt, du siehst mal, der Motorroboter geht vom Dinosaurier Gears. Ah, dem Dinosaurier ist sicher nicht mehr Fleisch. Das heißt, ich meine, als Roboter ist aber sicher bei dem. An der Reihe, da bin ich einfach mal gespannt. Ich sehe, du hast ein Weh mit Farben, mit Strichen. Und der Joel probiert uns zu weisen, wie wir vom Start auf Ziel kommen. Genau. Aber wie gesagt, wir programmieren die Roboter nicht mehr mit Farben. Aber vielleicht tut er ja schon ein bisschen erkannt, wenn er ganz schlau wird. Du siehst, hier sind schon 5 Schritte, wo immer die mit einer Farbe durchgestaltet sind. Und das heißt nur einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, für das er ein bisschen versteht, wie wir mit dem Roboter schwätzen, wie man so was machen soll. Weißt du was? Ja? Ich fange einfach mal an, da seid ihr vielleicht, wie das von daheim aus kann machen. Genau. Ich überlege mal, also der Roboter muss ja hier aufhängen, dann gebe ich Mengen, ich gebe mal einen roten Punkt machen. Ja, das hast du ganz gut gesehen, weil die kriegt immer von uns eine Karte, wo der sieht, wo muss der Roboter hin. Hier also die ganz einfache Weg. Und dann immer innen drin einen Platz für unser Programm zu schreiben. Wie gesagt, an dem Programm braucht er nicht mehr Farben, das heißt rot, blau oder grün in diesem Fall. Und er hat nur 5 Plätze, wo er jeweils eine Farbe hinterholen, die der Roboter dann an der Reihe voll schwer auffahren. Die wird hier Materialien Brett haben, das heißt, du können wir am nächsten Level starten. Die sieht, die hat 30 Sekunden Zeit. Überleg dir mal, wie ihr könnt malen, für den Roboter vom Start und Ziel zu bringen. An der 30 Sekunden lesen wir ab. Zeit läuft. Ich meine, Paul, du kannst auch gleichzeitig ein bisschen deinen Code weiterschreiben, dass du weißt, dass du es verstanden hast. Da meine ich das. Also, ich habe schon rot. Genau, das heißt, hier immer, wie gesagt, 5 Plätze für Code für einen Befehl zu gehen. Und als Befehler sind auch nicht mehr Farben. Das heißt, wenn der Paul gesagt hat, den ersten Code ist rot, da gibt man rot den ersten Schritt der Roboter machen. Den zweiten Code, den man schreiben muss, wäre dann wahrscheinlich. Wir sind mit der Zeit nach 6 Sekunden. Ich mache mal sehr, Joel. Ja. Nicht, dass ich schon über Zeit beim Level 1 bin. Die soll ja noch ganz einfach sein. Also, ich habe nicht gepackt. Guck da mal meinen Code an. Ja, ich guck mal da drin. Oh, ich meine, da sind ganz kleine Fehler dran.
wir gehen denke zu Summe korrigieren dann. Ich komme gucken, dass da denke und wie gesagt, das heißt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, für das jeder wirklich versteht, was wir heute machen. Und wir gucken, dass da denke und. Also, natürlich, das heißt, wenn wir den Roboter haben, dann fängt er an, wir machen rot, dann ist ein Hai. Da können natürlich ein blauer Schritt, dann ist ein Hai. Da könnt ganz klar ein Gringen. Was siehst du dann? Ich hatte alles falsch, ich schon alles richtig. Naja, da warten wir. Was könnt ihr lo? Ja, genau. Wir machen natürlich, wir müssen einfach drei falsch von den Farben als Code gehen und dann versteht ihr das so. Aber wie gesagt, das ist mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, geht dann aber immer mehr schwer. Lief kann er dir gesehen, wenn wir daheim können matt machen, ob einem Blatt matt als ein Tusch picken, müssen aber eine zweite Möglichkeit für Haut matt zu machen. Nur als im Level 1 gucken wir dann ein bisschen, wie wir das machen. Die sieht hier ein QR-Code, von der noch ein Telefon daneben tut oder einen anderen iPad, könnt ihr einfach mit dem Fotoapparat den QR-Code scannen oder die geht einfach an eurem Browser, wenn der eins geht www.grundschule.lu an. Wenn ihr das nicht macht, ist gar nicht schlimm. Die könnt ihr einfach ein paar Bayer am den Tuschpicke matt machen. Wir weisen euch schon ein bisschen, was geschieht, wenn wir das hier matt machen. Wir scannen das hier oder wir gehen es an. Die könnt ihr auch daheim freuen, dass ihr nicht dabei helft. Und da geht eine Seite auf, die sieht so aus wie auf meinem iPad hier. Du musst ihn da just ein bisschen so, dass ihn verstanden hast, dass die Seite etwas auf einem Computer speichert, da gehen auf gar keine Donner geholt, die braucht er nur just umzuklicken, und wir gehen auch kein Numm gewohnt. Ich strecke hier auf verstanden, und da sieht er schon die nächste Level, und damit starten wir auch beim Spiel 1 an den Level 2. Genau. Oder komme ich ganz kurz zurück, und wir kann dann ganz kurz eine Chance, den QR-Code hier zu scannen, falls er noch keine Chance hat. Wie gesagt, einfach mit dem Handy drauf halten oder mit dem iPad. Oder wie gesagt, auf grundschule.lu gehen. Wir warten einfach 10 Sekunden, fragt die Eltern, dann könnt ihr das Ganze hinkriegen und dann könnt ihr live bei diesem Quiz halt mitmachen. Für die Schülerinnen und Schüler, die ein bisschen jung sind, ist das auch ein kleiner Hilfe, weil ich fährten, es geht mir noch ein bisschen schwer, und dann habe ich die Hilfe daneben, für auch vielleicht eins zu gehen. Gucken wir mal, wie Joel das heute machen will. Genau, weil auf dem Webclap, wenn er über den QR-Code führt, iPad hat er noch 3 Optionen. Sonst muss er halt selber ganz auf der Hand den Code mal schreiben. Okay, ich meine, da fängt man, wie du gesagt hast, mit dem zweiten Level von diesem Game 1 an. Und hier sehen wir. Ja. Schau gesehen, schon etwas Neues. Du hast den Pfeiler mal da gebaut. Was soll das dann heißen? Genau, also als Level gehen immer ein bisschen mehr komplex, immer ein bisschen mehr schwer. Aber wie gesagt, hier haben wir schon mehr wie einen EW, den ich kann holen. Wir haben auch Pfeiler mit angebaut. Das heißt, wir wollten nicht einfach wissen, wie das geht. Das heißt, in diesem Fall kann der Roboter immer nehmen an die Richtung von den Pfeiler fahren. Das heißt, wenn ihr die geringe Webel fahren, dann kann er nehmen an eine Richtung fahren. Das heißt, wenn wir uns den Code hier angucken, wir wollen so ein, vielleicht gehen wir einfach den kürzesten Weg, da gibt man so ein rot-grün, für bis bei den Dinosauriern zu kommen. Aber das geht halt nicht. Das geht nicht. Nee, weil der geringe Pfeil weist halt an die andere Richtung. Das heißt, wir mussten also einen anderen Code sichern, für Hai und Ziel zu kommen. Da sehen wir, das heute, das heißt, die hat nur 30 Sekunden Zeit, die hat das 6 Plätze für Farben anzumalen. Und da könnt ihr mal darum probieren, ihren Code zu schreiben. Entweder an den 30 Sekunden mal im Reisecode auf ein Blatt mit einer grüner, einer roter, einer blauer Farbe, oder wir können als Hilfe auch nach Umu-Clap einfach als die richtige Lesung aussichern. Joel, soll ich dann auch noch sehr profitieren, für zu gucken, ob ich das hier eins gehe. Genau. Dann. Da gucken, ich das hier besser zu machen. Oh, da muss ich mich aber schon alle konzentrieren, mit den Aufgaben. Ja. Die hat auch wirklich nicht 30 Sekunden halt Zeit. Ja, du findest doch das Ganze, ja. Aber wir sind auch noch bei den nächsten Leveln schmengen. Die sind auch noch immer ein bisschen mehr einfach, also es geht wirklich noch ein gut Stück mehr schwer. Das hier habe ich aber alles richtig. So, Meinke, vielleicht kann man hier auf das Blatt weisen. Und dann sehen wir, dass man das gerade Pol sein Code hier geschrieben hat. Aber wie gesagt, ihr könnt gleichzeitig aber auch, wenn ihr den QR-Code, den man gescannt hat, hier einfach von den 3 Optionen wählen. Und, für mich ist es einfach, wenn ich gesehen habe, dass ich da die selbst, dann vielleicht habe ich da richtig. Das ist wahrscheinlich ein ganz guter Tipp, das wahrscheinlich richtig ist, ja. Sollen wir die Lesung zusammen angucken? Ich kann dann auf die Teste weisen, wie der Teil muss machen. Ich wähle die Lesung Nummer 2 an, weil das die Lesung ist, die ich auch hier auf meinem Blatt habe. Und da muss da
wann der fertig gedreckt huet ënnen op übermitteln drecken ich dann as Antwort aufgehen. Ganz gut ja. Also gesinn mir high live am Studio, wieviel kann er mat machen, a wieviel von ich auch die richtig Antwort immer von tun. Also guck mal ist Antwort zu summen un. Mir fein rum natürlich man eng rode Strich un, weil ich kann ja der Brot fuhren, an dann hummer direkte Schwar, Gring oder blo, mal Gring immer gesund geht net, dat ich mir muss noch blo. An davor rum einweisen we no, dat ich das rum relativ einfach enke de rode Code, an dann de bloen, an dann enke de roden, an dann können wir auch mat der Richtung vom Pfeil halt Richtung Dinosaurier go, an als gut der letzten nach Gringecode mal abbauen, fir dat man darum Ziel kommen sinn. Wir stoppen da noch den U-Klapp, dass der Lohn natürlich nicht einfach die Antwort könnt kopieren. Bicker rauf mal hin vom Boden ab. Nee, es sind aber schon total überrascht, weil du schon über 100 Leute mitgemacht am U-Klapp. Das fand ich wirklich super, dass ich so engagiert. Und ich kann nicht verraten, es geht noch viel nicht schwer. Bleib dabei. Merci Joel für den Level 2. Und Joel, du hast mal gesagt, du gehst mit Algorithmen schaffen. Ganz genau. Kannst du mir kurz erklären, was ein Algorithmus ist? Maja, dat ich no echt Level guck mein ganz kurz war den Algorithmus ass genau. An den Algorithmus as sech App es ganz einfaches, dat Tisch das einfach, wenn mir als Aufgabe a ganz kleinen Schritt opdeelen, an der no neen auflaufen lassen. Dat ich ha mal ganz konkret Beispiel mir will jo dat den Roboter bis bei den Dinosaurier fährt, dat waren immer 5 oder 6 Schritt an ja, dat ich mir so net vor verdienen, mir ist das ganz schön an die Einzelschritte, op die der Roboter muss machen. Und das könnt ihr sich auf ganz, ganz viele Sachen anwenden. Ne? Das könnt ihr an der Schule bei ihrer Sachaufgabe machen, das könnt ihr machen, wenn die jetzt Kummer abräumt. Wir können immer all die Sachen, die wir machen, einfach die Einzelschritte aufbauen und dann haben wir einen Algorithmus für unser Problem zu lesen. Also, ich habe immer gemerkt, das hat etwas mit Rhythmus zu tun. Kann ich noch so, weil all Musik also sich auch ein Algorithmus, weil ihr liebt dem ja an die einzelnen Noten ab, auf die einzelnen Stecker ab, dann ist das auch ein Algorithmus für die Musik zu machen. Also Rhythmus und Algorithmus hat schon ich hab's mal nicht zu tun. Das war ganz interessant, Joel. Merci für die Explikationen. Und da sind wir noch am Spiel Level 3. Level 3, genau. Da gucken wir uns den Ecke zusammen an. Also, wie gesagt, es geht immer mehr komplex, immer mehr schwer. Wie du gesehen hast, haben wir schon ein bisschen mehr ein grosser Parcours, ein grosses Labyrinth. Ich meine, hier das kann mal nicht so viel zusammen dazu. Die sieht, die hat 30 Sekunden noch um Zeit, die darf 5 Farbcodes benutzen. Denkt dran, wir schwätzen von Algorithmus, das heißt, wir sichern eine Lösung, für du hinzukommen, für das, was wir wollen erreichen. Es geht oft nicht darum, die richtige Weg zu finden, aber auch irgendwie die beste Lösung für unser Problem. In diesem Fall wäre es bei uns die beste, oft die einfachste oder auch die kürzeste. Okay? Das, wenn ihr also Parcours anguckt, sicht nicht nur irgendeine Lösung, sondern sicht die besten, die einfachsten und die kürzeste Lösung, für das unser Roboter bis bei den Dinosauriern fahren kann. Alles Lehmer. Wie ist es bei dir, Paul? Du hast die Lösung schon gefunden? Na ja, schon mal das Dolo ein bisschen angeguckt. Sollen wir da probieren, dass ich doch noch ein bisschen malen? Oder mal den Aufhang. Schmermolen. Roter Punkt. Dann Gringen. Da muss man da wirklich überlegen. Den Zeit, da muss ich einfach wirklich anstrengen, Joel, für an länger Zeit fertig zu gehen. Ja. Ich gebe Mengen als nächsten müsste ich in Blau machen. Ganz gut. Das ist auch eigentlich richtig. Zeit, dass ich schon aufgelaufen. Das ist, ich hoffe, wie gesagt, am U-Clap haben wir 3 Optionen. Du kannst dann einfach richtig aussichten. Aber wenn ich schon gesehen habe, du gibt doch noch eine Option, wo die zweiten Code blau ist. Und ja, was war halt schwierig geht, also wir machen einfach rot, dann machen wir natürlich schwarz. Lassen wir sich theoretisch 3 wäre, wir haben schon gelernt, den E-Gringe kann man nicht benutzen, weil du hast den Pfeil in die andere Richtung, da kann man nicht hin. Okay. Und dann wenn wir die kürzeste Weg wählen. Natürlich die kürzeste Weg bei den Robotern ist in diesem Fall natürlich, wenn wir rauf gehen. Natürlich, wir gehen blau, und dann gehen wir rot, und dann gehen wir blau, und zu guter Letzt grün. Und da haben wir einen Code geschrieben, um ans Ziel zu kommen. Komm, ich gucke uns die Wenenker genau an. Wir waren rot, Ja. darauf war blau, Ja. ob rot, ob blau, am Gringen, Genau. sind ich beim Dinosaurier angekommen. Dann, meine ich, das hätte ich da hingekriegt. Und das ist gut, ich meine, der erste Level, das war wirklich ein bisschen mehr als Übung zu sehen. Das war für verschiedene für euch vielleicht relativ einfach. Ich meine, der Pole gibt es auch verstanden.
so los komm lo aber an die Level, die da auffangen, ein bisschen schwer zu gehen. Und denkt dran, wir haben das noch gut erwähnt, ne? Wir haben ja eine Game Show. Das heißt, wir lernen, wie das funktioniert. Ganz zum Schluss, als du nicht ein schweres Problem zu lösen, und du könntest da sogar etwas gewonnen. Okay? Wir verraten noch nicht viel mehr dazu. Wir bleiben dran am Ball, wenn der das kriegt, dann könnt ihr eine ganz schwere Aufgabe und dann könnt ihr wirklich sogar einen Preis an dieser Show gewinnen. Who-Clap war die Antwort Nummer 3 die richtige Lo. Und ich gesehen auch 85 Schülerinnen und Schüler haben richtig geantwortet. So da sind die pur, die das noch nicht richtig beantwortet haben, ganz auf der Hut von der Joel lo weiterführt. Weil, wenn ich richtig in Erinnerung habe, könnte noch eine Schwierigkeit dabei. Genau, ja. Jetzt sind wir am Level 4. Und am Level 4 stelle ich mich etwas vor, das nennen wir eine Bedingung, okay? Und das ist etwas ganz Einfaches. Wir gucken das hier als nächste Aufgabe und das sieht ganz einfach aus. Ja, die do kann ich da direkt machen. Du brauchst du kann gut nichts zu erklären. Guck dir das mal an. So, ich gesehen du, ich mein ein roter Punkt, ich mein ein blauer Punkt, dann meine ich ein roter Punkt, und ein blauer Punkt. Und dann, zack, als den heute schon fertig. Ich brauche keine 30 Sekunden. Genau, das wäre auch eine richtige Lesung. Wir wollen ja die beste Lesung finden, die einfachsten. Und das schaffen wir mit Bedingungen. Bevor wir das aber lesen könnt, erklären wir das einfach für dich. Und eine Bedingung, also ist etwas ganz Einfaches, das kennt ihr aus ihrem alltäglichen Leben auch. Wir haben hier ein ganz einfaches Beispiel geholt. Meine Mutter sagt, ich darf am Computer spielen, wenn mein Zimmer aufgeräumt ist. Dann ist vielleicht etwas, was das schon hören hat. Raum der Kummer ab, dann darf der Spieler gehen. Okay. Hier ist die Bedingung, das muss der Fall sein, dass der darf spielen gehen. Kummer muss abgeräumt sein. Okay. Das ist eine Bedingung, für das er darf machen. Das heißt, wir haben das hier so abgedeelt. Die Bedingung ist mein Zimmer sauber aufgeräumt? Dann hat er sich zwei Antworten. Die erste Antwort ist, falls ja, geht es weiter ob ja, ich darf Computer spielen. Sonst, oder falls nee, nochmal aufräumen. Okay? Das ist sich einfach, etwas, was der ganze aus dem Leben kennt, aber wir haben einfach eine gewisse Wege, wie Computer das vielleicht verstehen. Und wir gucken das lo an, wie können wir das dann einem Computer auch kommunizieren? Wie gibt man das lo als im Computer, das Beispiel an als Computer-Programmierspruch umwandeln, umcodieren? Da hat der Joel mich auch die Moje gefragt und schon direkt am Studio geguckt, es war geraumt. So konnte ich hier mitmachen, sonst hätte ich müssen mit dem Joel seinen Code noch ein bisschen raumen. Das ist richtig, ja. Und wir gucken unseren Roboter an, ne? Der steht hier. Und als Bedingung an diesem Code schreiben wir immer so. Das sieht an all den Coden, die kommen immer rum. Wir stellen das immer eng froh. In diesem Fall ist es Kummer proper. Wenn ja, dann machen wir rot-grün. Rot-grün bringt das bei Spielen. Falls nee, muss man blau machen. Das heißt, wir müssen einen Raum gehen. Okay? Das heißt, so kann man das mit einem Computer weisen. Wenn man das ganz konkret an einer Aufgabe machen, da gibt es dabei kommen, das klingt kompliziert, ist aber auch nicht wirklich kompliziert, das ist eine Schleife. Okay? Wir gucken dann an dem Beispiel hier, das ist genau dasselbe Beispiel. Wir haben einen Eisroboter, der fängt mit Blau, weil Blau war ja Botzen, okay? Oder Raumen, das heißt, nicht sein Kummer geraumt. Dann ist froh, ist Kummer proper, ja oder nee? Wenn ja, grün, rot, darf ich spielen gehen. Wenn nee, muss man mir nicht denken, so, da soll man sich denken, du musst denken Raum gehen. Und das wird denken ist wichtig, weil eine Schleife ist etwas, was wir immer rummachen, okay? Dass man nicht einen Computer muss 7-mal in denselben Code gehen, kann man so eine Schleife programmieren. Und das funktioniert ganz einfach. Der Computer raumt seinen Kummer, ist proper. Wenn nee, geht er um den Anfang, raumt denken. Ist proper, nee, zurück an denken. Und das ist eine Schleife, etwas, was immer geschieht, wo immer dasselbe geschieht, bis dann die Bedingungen, die wir wollen, erfüllt ist. Die Bedingung in diesem Fall war halt, ist Kummer proper oder nicht? Wenn ja, gehen wir weiter an mir spielen. Und die Idee, die setzen wir auch an unseren Aufgaben um. Du hast ganz schlau, du muss ich mir mal alles abschreiben, weil das geht bestimmt noch ganz kompliziert. Das geht ganz kompliziert, ja. Aber geht mal immer mehr kompliziert. Also, wir gucken das ganz kurz an, weil bei so Computeraufgabe stellen wir uns ja nicht froh, ist Kummer abgeräumt oder nicht. Da gibt es ja kein Kummer. Wir stellen also sich immer froh, wo steht der Roboter in diesem Moment. Und froh ist immer, steht unser Roboter auf dem Feld A, B oder C? Okay. Falls ja, machen wir den Code. Falls nee, machen wir einen anderen Code. Okay? Und das bringt das dann direkt zurück auf die Aufgabe, die wir gerade annonciert haben. Das heißt, mir gesagt, der Pol hat gemeint, wir können einfach so
rot, blau, und da sind wir da. Das geht gut, wir wollen aber eben bessere Code schreiben. Das heißt, wir haben mich programmieren Heinker, da stellen wir uns froh, sind wir da, wo wir wollen sind? Wenn ja, haben wir gewonnen. Wenn nee, muss man Denker machen. Wie Joel soll ich da mein Code enke umbauen, so wie man das lo könnte machen. Genau. Also du hast gesagt, ein Schleif, machen wir ein Köst. Ja. Kann Und man dann vielleicht Kamerablatt weisen, genau. muss ich dort draufschreiben, wo ich will hin. Genau. Ich will das hier auf den B. Und entweder ist ihn gekommen, Genau. oder ist ihn nicht gekommen. Und dann muss ich noch ein Kehr alles machen. Genau. Und Farben verholen wir schon noch nicht. Da muss jeder gucken, wer wir da ansetzen. Maja, bei der Aufgabe hat man nicht die 30 Sekunden Zeit, weil man das hier so ein bisschen zusammen gemäht tun. Ich überlege ganz kurz, ich meine, wenn ihr das da so sieht, dann ist das Beispiel aber relativ klar. Und auch Kleb könnt ihr kreuzen, wie die richtige Antwort ausgesagt. Und da sehen wir ja auch, dass wir einen Schleif angebaut haben. Genau. Ich meine, Soll ich ablesen? da liest du einfach ab, ja. Joel kann immer mehr vertrauen, dass ich Sachen richtig mache. Ich brauche die roten und die blauen Big. An den ersten Schritt, den wir machen, als rot. An den zweiten Schritt, den wir machen, als blau. Und dann, mengenisch, hätte ich meine Kondition erfüllt. Maja, da kommen wir testen das mal zusammen. Also, wir gehen den roten Schritt. Dann machen wir den blauen Schritt. Da sind wir um A. Da stellen wir uns froh, sind wir um B? Nee, also muss man einen machen. Dann machen wir einen rot. Dann machen wir einen blau. Da stellen wir uns froh, sind wir um B? Das ist einfach ja. Also haben wir unser Level gepackt. Das ist so ziemlich das einfachste Beispiel, wie wir Bedingungen können mit an unseren Plan abbauen. Lo kommen wir mehr schwer Leveln, wo der selber muss überlegen, was kann dann die Bedingungen sein, die wir hier müssen erfüllen. Ich klicke im klappt das an, weil ich heute schon gezeichnet habe, an der Hoffnung, dass das richtig ist. Und die Kanner, die lo nachwille matmen, die nicht von Anfang an dabei wären, die könnt einfach auf www.grundschule.lu gehen und da könnt ihr live mitmachen. Die Möglichkeit besteht immer noch, alles ein paar Bayer zu machen. Wir haben heute ein bisschen mehr einfach, besonders von dem Joel seine Leveln, lo immer mehr schwer gehen. Genau. Dann für das nächste Wort, Joel, das wollte ich mal abschreiben und das hat nicht gepasst. Ich habe mir ein Großkart gemacht für das Wort. Debugging. Debugging, genau. Und so ist es denn Debugging. Debugging, Wir haben etwas ganz kurz vergessen. Bevor wir auf dem Debugging kommen, wollten wir noch mal ganz kurz ein kleines Beispiel weisen, wie die Bedingungen, die Konditionen, die wir logisieren und wie das dann ein richtiger Computer oft ausgesagt. Wir haben natürlich ein ganz einfaches Beispiel mit einem Spruch, wo du so eine Farbe gibt. Da haben wir Bedingungen mit A, B, C. Mir das ist ein ganz einfacher Spruch. Aber so gut die richtig Computersprachen, hier haben wir einen Blockspruch, das kennt ihr vielleicht sogar aus der Schule schon zu verschiedenen von ihr. Ich kenne das von meinem Roboter aus Lego daheim. Genau, den Lego-Roboter geht auch so programmiert. Und hier ist schon ein bisschen ein kompliziertes Beispiel. Mir das ist genau dieselbe Idee, wenn diese Figur angeklickt wird, falls etwas mehr größer ist wie 50, machen wir das da. Falls nicht, sonst machen wir das da. Ne? Das ist das selbst wie bei uns. Das Wenn ist wir genau grob machen, machen wir das da. Aber wenn wir Kreuz machen, muss man etwas anderes machen. An einer wirklich so wie als richtig Computer programmiert sie gesagt dann echt ein bisschen so aus, das muss ich nicht verstehen, das ist auch auf Englisch, mir das nicht einfach für zu weisen, für zu Bild zu gehen, wie sieht der Computer wirklich aus. Hier hast du ein if heißt wenn oder falls A equals B, machen wir das, und else heißt sonst, das heißt wenn nicht, machen wir etwas anderes. Das ist immer genau dasselbe Prinzip, und das benutzt der Computer wirklich ganz viel. Ein ganz einfaches Beispiel wäre bei einem Handy zum Beispiel, wenn er ein Handy schaltet, da könnt ihr Rington, und wenn der Rington fertig ist, dann fragt der Computer, hat den Handy abgehoben? Ja, dann hast du den Rington rüber. Falls nee, möchten wir ihn einkehren. Da bringst du mich auf eine gute Idee. Wenn Herr Noe mir anruft, ich helfe nicht mehr ab, um zu gucken, ob ein Algorithmus klappt. Ja, ganz gut, ob der Schleifer lebt, ja. Okay. Ganz gut. Ich meine, da kommen wir auf das, was du gesagt hast. Was hast du auf das Bild geschrieben? Muss ich weisen? Ja, große Karten, aber naja, ich hoffe, das kann er daheim ein bisschen mehr anhören, wenn wir bei Debugging gehen. Das Wort Debugging ist ganz interessant, weil das heißt sich, dass wir einen Fehler wollen an unserem Code korrigieren. Und das hat eine ganz witzige Geschichte, die dabei geschieht. Das heißt, wenn wir zurück an der Zeit gehen, vor
50 oder 100 Jahre oder so, ich muss so nicht feststellen, nicht ganz genau, du ein Computer ungefähr so ausgesehen. Das ist die Computer, die wir heute kennen, die sind so groß wie ein Handy, heinst du, an diesem Handy ist ein ganzer Computer dran. Die ersten Computer, die waren so groß wie ein ganzer Raum, heinst du so bald so groß wie ein Turnhall, okay? So groß. Und die konnte man wie ein Handy heutzutage. Ja. Das waren die ersten Schritte vom Computer. Und du könnt euch vorstellen, wenn der Computer hat, die so groß ist wie ein Turnhall, du klappt nicht immer alles ganz gut. Und ein von den ersten Fehlern, die an einem vierweilen Computer nicht funktioniert, ist, weil ein Bug dran war. Und ein Bug ist auf Englisch. Ist das doch nicht ein Käfer? Genau, das ist ein Käfer. Das ist etwa ein Käfer am Computer. Bei Käfer richtig am Computer dran, die sitzen bei einem Kabel, hat sich die Kabel ein bisschen dran gepasst, und dann war der Kabelfutti. Also, sie haben nur durchlang die Computer aus dem Nähe geholt, bis sie irgendwann den Fehler voll tun, aber es war ein Bug, es war ein Käfer. Also seitdem benutzen wir das Wort Bug für alle Fehler, die an einem Computer gefunden wird, und alle Fehler an einem Programm, den wir haben. Das heißt, lose dir genau wie den Herr Hai, die sicht nur dem Käfer, nur dem Bug an diesem Programm, und wir gucken mal, ob dir das dann hinkriegt. Also Level, Mam, Debugging, also auch den letzten Level vom Spiel ent, da fängt du schwer zu gehen, und heute sind wir schon nach etwas Neues dabei. Go to C, was soll das da dann heißen? Ja. Wir benutzen auch Englisch, weil Englisch aber ein bisschen Spruch von den Computern ist. Und Go to C ist einfach, das ist als Ziel, das ist als Ziel bei der Aufgabe ist, geh zum C, nämlich zum Dinosaurier, aber geh zum C. Und wir haben schon eine kleine Karte da. Und die musst du nicht den Code selber schreiben, weil wir sind so fein mit dich, dass wir den Code gehen. Aber wir gehen nicht man aber nicht so einfach, das heißt, wir gehen nicht 3 Optionen für den Code. Heißt 3 Mal Code, sieht ganz ähnlich aus. Nimm einen davon als richtig. Das heißt, dir musst du sich ein bisschen debuggen, dir guckt dich die Einzelcoden an. Wo ist der Fehler dran? Aber wenn du den Fehler findet, dann wisst ihr, dass du nicht der richtige. Dir musst du nur anklicken, welche von den 3 dann der richtige Code ist. Aber weil es anfängt, ein bisschen schwer zu gehen, geben wir sogar immer 1 Minute Zeit. Dann guck nicht mal das Ganze aber auch mal an. Also, ich starte mit Rot, da könnt kriegen. Da frage ich mich, sind ich schon mehr? Sind ich nicht? Da muss ich schreiben, Rot, kriegen. Hallo, sind ich schon mehr ankommen. Das ist, da kann ich weiterfahren. Genau. Rot, haha, lo hast du mir einen Fehler gebaut. Richtig. Ich gesehen, da sind Pfeiler der falsche Weg. Richtig. Das ist, du kannst, den ist schon falsch. Ja. Da muss ich aber lo überlegen. Dann überlegen, wir lassen kann auch allein daheim überlegen. Mit der Überlegung war schon ganz gut. Ne? Das ist den ersten Teil hat es gut geklappt. Wir sind ja beim AU kommen, dann hat man aber nicht können wir Rot weiterfahren. Natürlich muss vielleicht etwas anderes machen. Debugging, siehst du, was habe ich auch schon Sachen gelernt. Algorithmus, eng Schleif, eng Kondition, Debugging. Aber ich bin noch richtig gescheit mit dir. Naja, wir sind ja häufig Programmieren zu lernen und das sind wirklich so die Basics vom Programmieren. Nach 6 Sekunden, da kann der Joel sagen, weil was sollen Sie dann im WooClap? Sind wir dann da gut dabei? Im WooClap ist es klar ausgeglacht. Ja. Das ist aber nur Talschen von Schmengen, dass sie das richtig auswählen. Okay, tipptopp. Sollen wir es einfach zu zoomen angucken, das genau wie wir gesehen haben, Anfang, also sicher mal selbst. Rot kriegen, sind wir AU kommen? Nee, Rot, da machen wir einen Rot kriegen. Und hier hat man gesagt, sind wir BU kommen? Das heißt, wenn die Antwort wäre nee, weil wir sind noch nicht B, dann müsste man einen Rot kriegen, Mann, aber das geht nicht. Das heißt, den 2 kann auch nicht richtig sein. Was geschieht dann? Das ist das von meinem Computer, wenn den dreht, dann den dreht, dann den dreht, dann das heißt, den hat auch ein falsches Programm. Also an alle Computer kommen halt zu falschen Programmen vor. Wir sind immer in der Welt, Programme Fehler zu finden. Das geschieht bei den größten Firmen nach. Gut, dass ich kein Computer muss programmieren. Ja, das ist richtig. Aber nach dem letzten Kurs testen wir auch dann, dass ich mir mal Rot kriegen, sind wir A, nee, also nein, kann ja Rot kriegen. Sind wir dann A, ja, also machen wir blau, rot. Und genau, da sind wir CU kommen. Das ist die dritte Antwort, war die richtige Antwort für unser Programm heute zu wählen. Und denkt dran, wenn wir das WooClap machen, immer auswählen und dann innen auf Übermitteln oder Submit, wenn ihr auf Englisch angestellt habt, drücken, für das die Antwort auch durchgeht, und der angewiesen kriegt, ob der richtig geantwortet hat. Die Aufgabe Nummer 3, die Lesung Nummer 3, wäre die richtig. Damit kann man natürlich auch nicht mehr weiter aufstimmen. Hallo Joel, Game 2, Level 5, es fängt schwer zu gehen. Maja, lo fängt wir wirklich an, richtig als Roboter. Das ist nämlich ein Roboter, was dann geschickt. Oh!
Maja, mir lofänke sicher die mich schwer Level nun, dat ich mis bei de Wikinger ukom. De Wikinger de probiert lo bei den Dinosaurier zu kommen, fir sech bësse fir de Roboter zu rächen wat ne. An du war de Wikinger gehen. Dat Ja. was Brett fir. Es wie Brett für de Level Nummer 5. Maja, okay, das gas Ziel Go to A, geh op den A, wir gehen noch immer bei den Dinosaurier. Und ganz klar, wir machen nicht so einfach, das heißt, du musst eine Bedingung benutzen. Bedingung her nur, sind wir ankommen, wenn ja, sind wir beim Dinosaurier. Das ist schon ein kleiner Tipp. Und dann nur um 1 Minute Zeit, wie gibt der Code ausgesehen, dass wir sicher mit dem beim Dinosaurier ankommen, wenn wir vom Wikinger aus starten. 1 Minute Zeit für zu evaluieren, und auch Uklar Pummerem 3 Möglichkeiten, wie wir können aussichten, wo wir können auswählen, was der richtige Weg ist. Und schmengen als Wikinger wollen nämlich durchschreiben, Wikinger wollen auf Ekro schreiben. Okay. Und ich habe mir dafür mal evaluiert, das heißt, ich muss auf A gehen, da schreibe ich einfach mal auf mein Post-it A. Meine Kondition so nicht als A. Okay. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist schon ganz clever gelöst, weil das ist ein kleiner Trick, oft das ist mehr einfach mit der Kondition anzufangen, weil die sieht, wenn es Antwort ja ist, sind wir ja beim Dinosaurier. Das heißt, als Kondition muss an dem Fall A sein, weil sonst wäre das ja nie wahr. Nicht mehr beim A stimmt die Kondition, dass wenn sie wahr ist, dass wir wirklich beim Dinosaurier sind. Und ich schreibe mal direkt ab, dass du gesagt hast, dass ich mich schlau angelöst habe. Da kriege ich natürlich einen Bonnet. Ganz gut, ja. Kleinen Trick noch dabei, die sieht, wir fangen mit gering an. Das heißt, das muss auch, den Echtcode muss auch gering sein, dann ist es nämlich viel übrig, was danach musst lesen. Hast du mir das schon verrät? Und du hast das Zeit auch schon. Da habe ich gar nicht mehr abgepasst. Post jetzt nach oben, haben wir gesehen, dass wir hier mit dem A natürlich richtig gelungen. Und dann fängt man mit gering an. Und dann sehen wir einmal, wie kommen wir da nicht mehr mit den 2 Farben noch auf den A. Und in diesem Fall ist die richtige Antwort, dass man raufgehen muss. Das heißt, wir gehen blau. Und dann geben wir einen rot. Da stellen wir uns vor, sind wir am A? Nein, sind wir nicht. Also machen wir einen grün, einen blau und einen rot. Und dann haben wir es gepackt, wir sind am A angekommen. Okay? Das war wirklich schon ein ganz konkretes Beispiel, wie ich mit einer Kondition, mit einer Bedingung kann programmieren kann. Und ja, ich meine, da sind wir bereit für direkt weiterzufahren am nächsten Level, oder? Ja, aber ich frage mich nach, wie kann ich das programmieren? Und schon hier lauter Geschirr. Guck dir das mal an, was das für zu programmieren. Ganz flott, ja. Das sind noch ganz viele Tools. Das ist also ein der Nosobot, den ist wirklich super flott. Ich meine, die kann man kurz weisen, wie die funktioniert. Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Ja, super. Weil ich herausfand, wenn ich den Nosobot auf den Strich setze, der fährt einfach mit dem Strich noch. Ja, genau. Den Nosobot ist auch ein Roboter, der mit Farben programmiert wird. Ein bisschen ähnlich wie Eisen, weil er von selber fahren kann. Und vielleicht kannst du dir weisen, wie das dann noch weitergeht, weil der Nosobot ist auch, da benutzt man dieselben 3 Farben, aber wir können dem noch viel mehr Befehle geben, wie du nimmen von nach 4 oder von nach links oder von rechts oder nach rechts. Ich schmolle einfach mal ein bisschen. Ja, da weiß ich es mal. Und da kann ich kurz dazu sagen, der Nosobot ist ein kleiner Roboter, den sich an alle Schulen am Fundamental präsent ist. Das heißt, alle Schulen einen Kurs kriegt. Das heißt, die können ganz gerne eher Joffa oder Schulmeister fragen, ob der das in der Klasse machen könnt. Da kommen wir auch gerne in eine moderne Klasse für das zu weisen. Und das ist wirklich super flott. Du kannst so kleine Roboter innerhalb einer Stunde, oder du wirklich gelernt, wie die können ganz flott programmieren. Muss ich da mal Wikinger-Helm tun? Nicht unbedingt. Aber weiß es mal, wie es weitergeht. Da sind ich mal gespannt, was dieser Roboter möchte, wo ich hier einen kleinen Code geschrieben habe. Lo tanzt du noch nach. Lo tanzt du. Das ist der Roboter kann schon mehr wie der Roboter, den wir hier im Studio codieren. Me, Joel, wenn ich da noch einmal Strich weitermalen, wird den Roboter dann noch weiter? Dann test mal. Oh, wir müssen nach einer tanzen. Ne? Tanzen ist immer flott. Aber wie gesagt, du siehst, dass hier so ein kleiner Reklam dazwischen für eine zu weisen, weil es nach wie flott Sachen gehen. Aber wir kommen ganz gerne in der Klasse, für das dann auch mal dich zu machen. Hier könnt ihr noch eine Kreuzung, das ist ganz flott. Du wählst dieselbe SW per Zufall aus. Willst du das Nachcode weisen? Ja, schon hier nach pur Coden, das heißt da super schnell. Ja, da weisen wir ja, ich auch super schnell. Ich kann nicht nur rechts und links an den Kadenzen, aber kann sogar noch immer seine Speed ändern und dann sieht er Oh, guck, was du noch rennt! Maja, und das sind ganz flott Sachen, wie gesagt, können wir selber an der Schule machen. Schnarri-Code fand.
Was heißt dann nach rechts? Weil du hast auf der Kreuzung ja du hingefahren, wo ihr wollt. Ja. Und lo? Ja, lo kann man auch so programmieren, dass immer du fährt, wo man halt wollen, das noch wird. Tipptopp. Da hast du noch so bot, den hat an der Schule, und wir kommen bei den Level 6. Genau, wie gesagt, das war nämlich ein kleiner Reklam zwischendurch. Wir sind ja voll an unserem Farbenkoden halt dran. Und der Level 6, wie gesagt, geht immer mehr schwer. Und heute könnt ihr wirklich weisen, dass ihr das verstanden habt, dass ihr wisst, wie die Bedingungen funktionieren. Und Ziel ist hier, wir müssen zum E, das ist nach mir weit weg, das Ganze in der Mac, okay. Und der Code, den wir dafür benutzen, ist, dass wir, wie ihr seht, wir nehmen hier für 2 Befehle, eine Bedingung und dann nachher Befehl noch. Okay, das heißt, Bedingung, an der Zeit schon mal laufen, wird 1 Minute Zeit. Hier sieht ihr, dass eine Bedingung muss nicht immer die ganze Code sein. Okay? Oft ist eine Bedingung nur einen kleinen Teil vom Code. Wir sagen, mal das, hast du das also richtig oder falsch? Wenn es richtig ist, mal das nichts. Da geht der Code noch weiter. Okay? Und hier haben wir das der Fall. Das ist nur der Bedingung, sind wir noch nicht um Ziel gekommen, du musst das Programm noch weiterschreiben. Das heißt, halb an meinem Code kann ich nicht so einfach wie drüben einfach Ziel an meine Kondition setzen. Das geht das so geht gut nicht, genau. Das heißt, die muss ich lernen. Ja. Was für eine Bedingung kann ich hier gehen, wo ich dann noch einen Schritt muss machen, für was dass ich dann aber um mein Ziel gekommen bin. Du gesagt mir aber schwierig aus. Mich gesehen Klapp, du hast eine Antwort. Ich überlege, ich will einfach die, wo die meisten Schülerinnen und Schüler antworten, weil die sind bestimmt viel wie schlau und ich überlege ganz gut. Das ist schon gut sicher, dass die ganz gut verstanden haben. Ich war talschend, die eine Antwort geholt haben. Ich will den Jochlo mal aus, ihr Zeit mal auflebt, schön einfach mit. Naja, in diesem Fall war doch die goldene Mitte ganz gut. Wir gucken, dass das zusammen nun. Kondition in diesem Fall ist halt nicht Ziel den E, sondern den D, weil wir müssen ja noch einen Schritt noch machen. Und da gucken wir also Code an. Das heißt, wir starten natürlich mit grün, aber wenn wir wollen, mit einem 2 Farben bis bei den D kommen, muss man natürlich einen rot machen. Und da kann man dann nochmal wiederholen. Wir sind noch nicht um D gekommen, dann machen wir 9 grün, 9 rot, 7 um D, nee, 9 grün, 9 rot, 7 um D, ja. Und dann muss man noch einen Schritt machen, das ist natürlich dann der blaue Schritt. Der war aber schon ein schwerer Level, Joel. Ja. Hast du das alles selber ausgedurcht an der Front? Nee, ich muss zugeben, dass ich ein bisschen kopiert tun. Und du hast ein super flott Spiel. Das ist auch, wollte ich nicht verraten, aber das ist auch ein großer Preis von Oh! Das können wir heute gewonnen. Und das ist der Codemaster. Das ist ein Spiel, das du heim spielen kannst. Und das funktioniert so, dass er verschiedene Leveln dran hat, bis zu 50 Stück Englisch. Mit verschiedenen so Maps. Viel schwerer Level. Heute so Karten und dann heute genau wie wir den Code tun. Mit Farbe programmieren. Mit Farbe programmieren. Das ist die Programmierung genau dasselbe. Den ist wirklich super, super flott. Du kannst dich stundenlang modernisieren. Und das geht dann noch immens schwer. Wo auch ich Lesungen noch nicht mehr gefunden habe. Das fängt von Level 1 bis Level 50 ist das wirklich super, super flott für ich. Für du eben, dass du noch eine Stufe mehr weit zu holen. Aber wie gesagt, wenn er ganz, ganz gut macht, hat er eine Chance. Von ihr wird halt auch so ein Spiel gewonnen. Da muss ich mich aber anstrengen, weil ich meine, du kannst noch viel lernen, Joel. Also, das war eine kleine Werbepause. Und da gibt man aber mit dem letzten großen Level, den wir hier am Studio zusammen machen, weiterfahren. Spiel 2, Level 7. Komm, wir gucken uns das an. Wir bleiben noch immer bei derselben Karte. Wir machen also Code ein bisschen schwer. Wir haben gesagt, eine Bedingung muss nicht die ganze Code sein, du kannst auch nur etwas geschehen. Wir können sogar eine Bedingung holen und dann noch eine Bedingung holen. Okay? Das ist noch heute der Fall. Wir fangen um Start an. Wir müssen auf den D fahren. Passt hier auf, die Karte hat ganz ein bisschen geändert. Das ist der Pfeil in die Richtung. Ganz gut aufpassen, das muss er mit anrechnen. Also, wir wollen immer auf den D und dann wollen wir aber auch zurück auf den Start fahren. Das ist die Fahrt auf den D und dann muss zurückkommen. Und wir machen das mit einem Programm, das sieht so aus. Wir haben 1, 2, 3 Farben. Dann haben wir eine Bedingung, sind wir da angekommen, wo wir wollen. Falls nicht, machen wir Nein. Falls ja, Nein, keine ganze Bedingung. Nach ein 2 Farben sind wir dann angekommen. Falls ja, sind wir gut. Falls nicht, machen wir das Nein. Okay? Die hat 1 Minute Zeit. Wenn ihr das gekriegt habt, schmecken, da könnt ihr schon ganz stolz auf euch sein. Der Tag sieht für mich schon ganz, ganz schwer aus, Joel. Also so Sachen kann ich an der Schule machen, siehst du. Ja, ganz richtig, ja. Da sind ich einfach schön überrascht. Aber wenn ich nur richtig überlege, so als kleinen Tipp, ich gesehen, die ersten Antworten kommen noch schon ran.
der wahrscheinlich positiv hängen. Weil ich gif mengen, du musst ich wo kommen, wo ich misst hin. Richtig. Ganz gut überlegt, ja. Wir haben ja eine Aufgabe, go to D, geht zum D. Wir können uns direkt mal die Frage stellen, mal sind wir dann um D? Und falls ja, ich komme mit 3, aber gar nicht bei den D. Ah, ja, so einfach ist dann aber auch nicht. Das muss ein anderer Weg sicher. Ja, nach 10 Sekunden habe ich gesehen, sind immer mehr Schülerinnen und Schüler, die U-Clap mitmachen, die haben sich auch schon ganz viel für eine Antwort dezidiert, nämlich die Antwort Nummer 3 U-Clap. Da weiß ich nicht, ob das die richtige ist, mit Joel lese ich das bestimmt ab. Genau, das heißt, komm, wir dann Post-it fort und wir gucken zusammen. Also, wie immer, also, der Anfang ist einfach, weil wir müssen mit Kriegen aufhängen können. Und, also, ja, das ist genau, wie du gesagt hast, wir müssen für dich auf den D. Das heißt, wir brauchen eine Bedingung, eine Schleife, die es auf den D bringt mit 3 Farben. Da braucht man noch eine Schleife, die es auch zurück auf den Start bringt. Okay? So haben wir also kurz schön abgedeelt. Das heißt, wir kommen vielleicht auf den D, wir fangen mit Kriegen an. Und wir können nicht diesen Weg gehen, weil hier ist ja der Pfeil in die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen raufgehen, dann machen wir blau und dann muss man rot machen. Und dann fragen wir, sind wir um D, wir nehmen sie um B. Dann machen wir das einkehren, kriegen blau, rot, sind wir um D, nehmen sie um A. Kriegen rot, blau, rot, sind wir um D. Ja, wir sind um D, tipptopp. Da sind wir angekommen, da muss man noch zurückfahren. Und dann können wir ja nicht da fahren, aber wir wollen noch nicht bei den E. Das heißt, wir müssen Richtung Start fahren. Dann machen wir mal rot. Und dann noch könnt kriegen. Und dann stellen wir uns darum froh, sind wir am Start? Nee. Also nein, rot kriegen. Sind wir da? Nee. Nein, rot kriegen. Und dann sind wir da. Und da hat man die Aufgabe auch gelesen. Und auch U-Clap hatten die meisten Leute, die als die richtige Antwort angehen. Das heißt, da brauchst du aber immens viel schlau Cap NRW, die ganz sehr als Code von tun. Und dafür kommen wir bei unserem letzten Level für den Morgen, den Level 8, weil der Level 8 als eine Hausaufgabe. Und der Joel hat dich verraten, die können etwas gewinnen. Und für zu gewinnen, muss er U-Clap mitmachen. Die noch nicht U-Clap sind, wir weisen einfach wieder hinkommt. Und wenn wir dann gucken, wie die nächste Frage ausgesehen, sehen wir, dass wir hier müssen Buchstaben anschreiben, aber wenn wir oben auf das Foto klicken, da sehen wir dasselbe Level, wie der Joel als Lohai weist. Genau. Pardon, ja, okay. Super. Naja, das ist der erste Level, den musst du hier machen. Wir so eine Hausaufgabe, das für dich zu machen. Das ist natürlich freiwillig, mit den könnt ihr Labs gewonnen. Und ich hoffe, ihr könnt dann die Flotsachen, die der heute gelehrt hat, auch damit ersetzen. Also, das ist bei weitem die schwerste Aufgabe. Das ist, das tut er sicher nicht an einer Minute gelesen. Da muss ich wirklich hier sitzen, guck dich Bild, wie der Polisch gewesen hat, am iPad tun. Dann setze ich mit den Farben hin und studiert mal. Weil hier haben wir etwas, was wirklich um den nächsten Level vom Programmieren ist. Das ist wieder gesehen hat, haben wir hier eine große Bedingung, und dann geht es nicht weiter. Aber an der Bedingung, an der Kondition, haben wir noch eine zweite Kondition. Okay? Da das wirklich wie Computer ganz, ganz oft funktionieren. Aber wenn ich dann zurückgehe auf das Beispiel von der Kummerraumen, das ist das, als gibt man als frohen, man sieht, nicht nur Kummer muss proper sein, sondern das ganze Haus muss proper sein. Das ist froh, wer, also ist das Haus proper? Wenn ja, darf man weiter. Wenn nicht, fängt man von 4 an. An ein Teil von unserem Haus hast du als Kummer. Das ist innerhalb der größeren Bedingung, als das Haus proper, gibt mir als dann ein Kafron mehr als mein Kummer da proper. Okay? Das ist so haben wir eine Bedingung an einer Bedingung. An einem richtigen Computer, an den richtigen Programmen, also oft, dass man dazu sogar 3, 4, 5, 6, 7 Mal hat, wo man eine Bedingung an einer Bedingung an einer Bedingung hat. Also so funktionieren ganz oft Computer. Wie gesagt, hier ein ganz, ganz schweres Beispiel. Okay? Und ich gebe noch einen kleinen Tipp für die Schülerinnen und Schüler, die über die U-Clap mitmachen. Das Einzige, was ihr muss schreiben ist, welche Buchstabe könnt an Küste Nummer 1 und welche Buchstabe könnt an Küste Nummer 2. Ja. Hier sehen wir den QR-Code für zu scannen, für auf die Seite zu kommen. Die könnt auch noch immer einfach control.lu gehen und dann geht er hier an die erste Küste E-Buchstaben, an die zweite Küste E-Buchstabe. Und wenn ihr am Spiel teilnehmen wollt, dann fragt ihr Eltern, ob ihr das darf. Und dann könnt ihr an die dritte Kasse einfach RNIAM hier schreiben. Und dann können wir hier schreiben, wann ihr gewonnen habt. Wir lassen das hier bis Freitag sind, ja. weil Freitag,
da kommen als Kollegen de Ben Zilla an de Wuhu, sie hunn och eng Show, a bis dohinner könnt der Titan probieren an die richtige Lesung agehen. Ganz gut, ja, merci. Ja. Ich wollte du ganz kurz als Erklärung ergehen. Die muss zwar hai nëmmen e Buchstabe gehen, an hai auch e Buchstabe gehen, mir fir ze wësse, wie eng Buchstaben hingehören. Du können net an verroden, du musst dir natürlich die ganze Code lesen. Du musst der Code nur testen, geht dat wirklich so op mat der Kondition an mat der Kondition hai. Du musst ganz genau all Farbschauer machen, wie ich selber fir zu wissen, ob dat war da, ob de Programm, das da geschrieben wird, auch wirklich klappt. Okay? Das geht nicht darum, einfach die Buchstaben anzuschreiben. Nee, lest die ganze Aufgabe, fand den Code und da wirst du auch genau, was die richtig Antworten sind. Und für die nach als kleinen Tipp, die lo schon mat gemacht haben, auf Färben an die Küste geschrieben haben, damit Mensch, dass der Nachrenker könnt antworten. Das heißt, Antworten von lo zählen, wie von denen nicht richtig sind, ist nicht schlimm, damit man einfach nachrenker und da könnt ihr die richtige Antwort angehen und die 2 Chancen für unserem Quiz zu gewinnen. Ja. Das flott ist ja auch, dass den Haut, die Kurhaut, also auf YouTube, das heißt, ihr könnt alle Momente Video gucken, wenn irgendetwas nicht klar war, wenn ihr etwas nicht ganz verstanden habt, einfach auf YouTube zurückgehen, gucken und dann hat ihr all die Informationen, die ihr braucht, Firma zu machen. So. Joel, das war der Level 8. Also Color Code Masters ist fertig. Es sind dir vielmals merci für die gute Präsentation. Es sind dir nicht nur einmal merci, es sind dir nicht nur zweimal merci, es sind dir 3-mal merci, weil ein dicker Merci auch nach unten Kim, den am Hintergrund immens viel geschafft hat, also Hand und Rund und der Regler sitzt, an die ganze Equipe, die das möglich gemacht hat. Liebe Schülerinnen und Schüler, probiert die Sache noch ein bisschen aus, guckt das Video nach ein Jahr, macht bei diesem Quiz mit, gewandt ein Spiel, und für all die, denen das nicht durchgeht, ich lege mir Brille nach Trupp. Voilà. Super. Joel, bis ein anderer Jahr. Merci, Eddie, alle Guten dabei sind. Adi.